So, wo hat jetzt das Spiel... Ja komm, kann ich so machen. Bardock, la la la, der Krieg und der Hoffnung. Ne, warte mal, das war der Trunks. Bardock ist ja, naja. Bin noch, eben noch im Arsch. Okay, soll ich doch irgendwo, warte mal. Ja, ein bisschen Level Up dauert es ein bisschen. Müll, ja, Müll, du mich auch Müll. Müll. Ich kann mich doch irgendwo hier heilen. An der scheiß Ort schon wieder dafür. Ne, da gehe ich jetzt zurück. Da will ich jetzt nicht hin. Klinik! Ja, eine Klinik muss ich tatsächlich. Da kann ich auch rein. Gegenstände, aber jetzt nicht so viel Gegenstände eh nicht mehr. Hey, wo kommt der Besuch her? Da hat es gebracht. Die Gegenstände, Vitamindrink, M und die Ultra-Heilen, ja. Also weg plus 10% EP sein, so schlecht tatsächlich. Ich brauche halt auf die Kappe, ne? Alles andere ist ein bisschen doof. Du musst auch mit der Heilen gehen, ey. Und da von wegen, ja, vielleicht heilen wir das Spiel, ja, aber nee, das Spiel will das nicht. Was? Ja, aber Moment. Hä? Das werden. Okay, scheiß drauf. Das werden die KP. Gut, dann geht's ja doch so. Hatte ich nicht mehr so im Kopf. Entschuldigung dafür. Ich wollte nochmal wegen den Items gucken. So. Gut, wozu auch immer das gut sein soll. Also haben wir in die Schlachtlage in 150 Gegner. Naja, sind ja Duschen, von dem haben wir gerade gesehen. Ein paar Angriffe spammen, dann packen wir das schon. Wo war? Ah, da. Gut, dann nochmal ganz kurz. So, wir geheilt sind. Bär weg, da. Oder weiter. Doch, war doch, Mann. So. Jetzt das Ding aber überspringen, weil wir es schon hatten. Dann geht's voll in den Kampf, Freunde. Das wird ein Spaß. Mit Doppel-S natürlich.
So, der Boostangriff war weiter noch. Ah, die Zeitleiste fühlt sich ja trotzdem. Und der Hund sich, wer das überhaupt irgendwie ausführen, ne? Die Musik gefällt mir. Erinnert mich ein bisschen an die... Doch, an die Game Boy Advance Teile von der Server von Goku. Ich weiß gar nicht mehr an welcher Stelle. So, diese Setting kann man aber auffüllen und bin mal gespannt. Stufe 2, okay, wie ja, ich noch. Und gleich auf Stufe 3. Oh mein Gott, ich schrei. Die Gegner erst. Jo, da sind wir so wieder weg. Ihr könnt mich nicht aufhalten, denn es ist mein Schicksal. Also manche werden schon sterben hier, aber wir gehen auch Pappnasen. Nee. Geht mir aus dem Weg. Fahr zur Hölle! Naja. Wenn man Freezer mit sowas erledigen könnte. Hm. Wieso können die eigentlich in der Atmosphäre überleben, ne? Also gar kein Sauerstoff. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben die Saiyajins also sowieso auch die Fähigkeit, dass sie eigentlich Kriegervolk sind. Auch mit geringer Lungenkapazität trotzdem effizient kämpfen zu können. Also sie brauchen nicht so viel Luft jetzt ein normaler Mensch, sag ich jetzt mal. Also Goku hat es ja bei Kampf der Götter ja auch ähnlich gemacht, ja? Der war ja... Ups. War ja auch in der Erdatmosphäre und da hat er sich so, ja, ist gar kein Thema. Kann da trotzdem atmen. Mann, port dich doch mal, Bartok, was ist los mit dir? Ja, da wäre uns Lenker nur noch lieber gewesen tatsächlich. Es ist Bardock, der war schon immer stark. Natürlich, kann vergessen, dass ja Fausattacken stärker sind. Jetzt kommt er noch mit sowas, ey.
てもといいやつだ。相手がドドリアだろうがなんだろうが、フリーザを倒すまで俺は止まらねえ。 Freezer muss sterben. Die haben Bardox. Das sind gerade 3 Level auf einmal. Krass. てめえドドリア、なんだ俺は今掃除の最中だぞ。その場から下がれ。フリーザ様が出られる。フリーザ様が？早くしろ。巻き込まれても知らんぞ。くそ。引き返しやがった。なぜ？は？フリーザ様。フリーザ様だ。フリーザ様。おお。フリーザ様。なぜ？一体。フリーザ、ようやく出てきやがったな。よくぞここまで抵抗してくれました。私としては何も知らず愚かなあなたたちのまま宇宙の塵にしたかったのですが、見上げた根性です。いいでしょう。そんなあなたにご褒美をあげましょう。このフリーザ様が少しだけあなたのお相手をしてあげます。最後の思い出というやつです。ふざけやがって。さあ、いらっしゃい。フリー So, kommt Leute, so wütend wie Bardock ist, müsst ihr eigentlich locker für einen Super Saiyan reichen. 裏切りやがった。 Dann bleibt er in seinem Scheißding drin. おめえだけは絶対に許 Das す。 gibt sich einfach nicht, ey. Bleibt er echt drin? Das ist ein bisschen beschämend. 私とサイヤ人の皆さんはただ上下関係にあっただけ。下の者は上の者に絶対服従で Der nimmt mich null. また未来が。 Scheiße, Zukunftsvision. 地球育ちのサイヤ人だ。さっきのはまさかフリーザなのか。そして奴の前に立っていたのだ。カカロット。どういうことだ。二人は戦うことになるってのか。例えば私があなたたちの滅亡を望めばそれは絶対です。Der ist nicht mehr ganz knusprig hier, hat er keinen 3D-Blick. Hallo? Wenn ich im Hinterkopf Augen hätte. Aber eben ist es trotzdem. Ich sag ja, es ähnlich wie damals beim DLC von Trunks, wo es eigentlich, also ja, der Kampf von Trunks gegen die Cyborgs war natürlich auch cool. Aber vor allem der mit Son Gohan. サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。本当にこれは未来なのか。やはり私が気にするほどの脅威になり得るとは思いませんね。ですがわずかにでもその可能性があるので消えてもらうのは仕方ないでしょう。ふざけんな。俺たちはずっとあんたの命令に従い仕事をこなしてきた。それなのによくまあ。Ich weiß nicht, einer Rinnegan-User aus Naruto und schickt einfach Meteoriten auf uns los. Man ist ja weit weg.
getroffen? Nö. Den Meisterangriff macht nicht so viel bei ihm, wa? Oh oh. Alle weg da! Alter! Doch läuft er mich auch noch. Aber Schaden macht, der muss ich ihn lassen, leider. Dann bin ich noch im. Jo, bin noch drin. Ich habe gefühlt immer der beste Move, den ich habe. まただ Der beste Zeitpunkt für sowas. ぶっ倒すもし今のが未来だというのなら惑星ベジータはそれに俺はおGanz, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Ja, jetzt übertreibt er ein bisschen, ne? Hatten der für Kompensationsprobleme? Himmelarschen kondensieren. Ja, natürlich, scheiß Meteor, ey. Leck mir doch ein Schöpli. So, voll in die Fresse. Haha. Man kann mich vielleicht zum Schluss nochmal treffen damit. Ist leicht sauer, ich bin unsicher. Oh, da geht mir auf die Nüsse. ですから恐怖を感じることなく一思いに消してあげようとしているのです。ご褒美の時間は終わりです。さっさと仲間たちのもとへ追いきなさい。サイヤ人の強さを思い知らせてやれ。てめえだけはてめえだけは絶対に許さねえ。うわまだだ。これで全てが変わる。この惑星ベジータの運命、この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命。これで最後だ。さようなら、サイヤ人。
なんだおいお前ら逃げろ素晴らしい。ほら見てごらんなさい。ザーボンさん、ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。Ja, ich meine, so kann ein Spiel auch mal zu Ende gehen, wa? Muss ja kein Happy End immer sein, ne? Alter, scheiß die Wand voll. Ich will einmal im Spiel erleben, in so einem Was-wäre-wenn-Moment, wo Bardock in der Situation zum Super Saiyan wird. Das will ich einmal erleben, oder wo es irgendwie zum Rückkampf kommt. Das heißt auch, keine Ahnung, mit den Xeno-Charakteren, eben da bei Super Dragon Ball Heroes und so, die wir aufeinandertreffen würden, was auch immer. Aber dass Bardock auf eine Rache bekäme. Na gut, er hatte seinen Sohn. Sein Erbe. Kakarot. カカロットよ、この俺の意志を告げ。サイヤ人の惑星ベジータの仇をお前が撃つんだ。こりゃ驚いた赤ん坊じゃ。一体どこから。ほほう、尻尾のある赤ん坊か。ほほほう、こんなところに置いておくわけにはいかんな。わしのところへ来るか。いた。こりゃ元気のいい子じゃ。よし、お前はこれからこのわし孫悟飯の孫じゃ。よいな。お前の名前はそうじゃな。悟空じゃ。孫悟空じゃ。悟空や、元気に育つんじゃぞ。それそれそれそれこうしてドラゴンボールの壮大な物語は幕を開けたのであった。Ja, das kann man laut sagen. So, jetzt muss ich gucken, was ich denn hier mache, weil hier läuft gerade das Dragon Ball Intro oder Outro, beziehungsweise doch das Dragon Ball Z Intro, aber es läuft hier im Outro und das ist nicht so gut, weil ich glaube, das wird dann relativ schnell gesperrt auf YouTube. Auch in der heutigen Zeit noch, führt ihr zumindest. Ja, also Freunde, das war das DLC zu Bardock. Wir haben die Legende Bardock erlebt. Gut, was heißt Legende? Wir haben den Krieger Bardock erlebt, ne? Was er selbst angerichtet hat, muss man auch mal sagen. Und was er insofern ja auch geerntet hat. Ne? Also man sagt es so schön, man sät, man erntet, was man sät. Und ja, das war ja definitiv so. Also könnt ihr davon ausgehen, dass die anderen Planeten, andere Bewohner der Planeten einfach auslöschen können, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Und ja, die meisten Saiyajin, zumindest die meisten, an ihre Quittung jetzt bezahlt bekommen. Tja, doof, wa? Dafür beginnt jetzt die Geschichte oder die Legende von Son Goku und wie bereits angedeutet, im nächsten DLC geht es damit ruckzuck weiter. Zwar nicht mit Dragon Ball Z Kakarot in dem eigentlichen Sinne, sondern mit Dragon Ball Kakarot, wenn man dem so sagen will. Denn wir schlagen uns, glaube ich, weil ich das gesehen habe,
zum, ich glaube, das war das 23. große Turnier war, da wo Son Goku bereits erwachsen war, gegen Piccolo angetreten ist und so. Also wird sicher ein cooles DLC, denke ich mal. Wir werden sicher einige Kämpfe erleben, auch gegen Tenshin Han und so. Also ich schätze mal, dass wir auch andere Charaktere da noch steuern können. Oder, naja, wir werden es sehen, wie das Ganze funktionieren wird. Was mir gerade noch auffällt, Freezer, ne? Der jetzt zum Schluss seinen Move machte und den Planeten Vegeta zerstört hat. Der hat dabei nicht nur die ganzen Krieger auf dem Planeten vernichtet, ne? Da waren ja auch seine noch mit unter, nicht nur Saiyajins waren dort, nach seiner eigenen Truppe, sondern es waren ja auch in der Atmosphäre waren noch welche von ihm. Der hat doch einfach alle gekillt. So wegen, interessieren wir nicht mehr und Tschüssikowski. Das ist natürlich nicht die feine englische Art, das muss ich da, nee, da muss ich Beschwerde einreichen, Freezer. Kann ich darf seine eigenen Leute killen, also bitte, was ist denn das? Alles, was recht ist. Mega hat jetzt gerade eine andere Musik gespielt, vielleicht kann ich die einfach verdoppeln in der Tonspur und die nochmal am Anfang drüberlegen. Ja, ich glaube es ganz so schwer, weil Schala, hey, Schala bringen, das ist, auch wenn es episch ist, das ist ein bisschen riskant. Das ist sehr riskant. Ich rufe nur. Ich merke das nach, wenn ich die Folge schneide. Na, ist egal. Er muss zugeben, wo ich mir so dachte, wegen, ja, jetzt bekommt das Spiel noch einen zweiten Season Pass und so, läuft es in eine ähnliche Richtung wie mit Dragon Ball Xenoverse 2, wo ich der Meinung bin, es wird einfach endlos ausgeschlachtet, es müsste schon längst mal in Xenoverse 3 kommen, mit viel Live-Verbesserungen und grundsätzlich andere Story und so weiter und so fort. Aber hier muss ich sagen, DLCs machen zum einen auch Sinn und zum anderen sind sie von dem her kurz und knackig, aber trotzdem ihren eigenen Charme. Also eine eigene Story, eigene Sidequest. Gut, über den Sinn und Ernsthaftigkeit der Sidequest kann man sich darüber streiten. Wie wir gerade hier gesehen haben, bin ich schon mal sehr gespannt, was beim nächsten DLC sein wird. Aber trotzdem muss ich sagen, bisher durchaus unterhaltsam, ne? Na, das hier mit Bardock. Ja, eben, vielleicht wäre die eine oder andere oder neue Szene noch cool gewesen. Ich denke gerade so, Verabschiedung mit Son Goku, oder dass wir jetzt Son Gokus Mutter hier nicht gesehen haben, die eigentlich mittlerweile, gerade auch im Manga von Dragon Ball Super, ja eigentlich mittlerweile bestätigt wurde. War es der Manga? Da war glaube ich der Manga, was da drin vorkam. Wobei, der war sowieso auch ein bisschen seltsam, weil Bardock wurde auch ein bisschen anders dargestellt, sag ich jetzt mal, ne? Da war jetzt hier auch im Spiel oder auch im Film damals von Bardock war es ja so, dass er doch gegenüber Son Goku, Schrägstrich Kakarot, ein bisschen abweisend war. In der Szene, wo ich ihn da aus dem Manga und so gerade im Gedächtnis habe, da kam noch ein bisschen freundlicher rüber, ne? Sagen wir es mal so. Naja. Aber ist wie es ist. Lassen wir ganz kurz nochmal alles durchlaufen hier, bis. Oh, die beiden Raumkapseln. Bardock und Son Goku müssen sich treffen. Ja, ja. So kommen wir auch schon relativ schnell zum Ende des DLCs. Wortwörtlich. Aber gut, Freunde. Ich habe genug gequatscht. Ich würde sagen, ich lasse ihn noch durchlaufen. Mal gucken, ob am Schluss irgendwas aufgeploppt kommt und so. Ansonsten sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Dann starten wir mit dem zweiten DLC vom zweiten Season Pass, also in dem insgesamt 5. DLC. Und es geht zum 23. großen Tenkaichi Budokai. Mit natürlich dem großen Finalkampf. Son Goku gegen Piccolo. Aber ich gehe davon aus, dass noch einiges anderes passieren wird. Vielleicht sogar, wenn wir auch mal ein bisschen Son Goku als Kind noch erleben. Weil das einzige Spiel, wo ich mich daran erinnern kann, das außerhalb Japans erschien bei uns, wo man Son Goku als Kind spielen konnte, war das Wii-Spiel. Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Aber dort wiederum konnte man Son Goku nicht als Erwachsenen spielen, als Dragon Ball. Also irgendwie, wirklich mal die komplette Dragon Ball, ich sage nur Dragon Ball, nicht Dragon Ball Z, sondern die komplette Dragon Ball-Reihe mal spielen, kann man, soweit ich weiß, bei keinem mir bekannten Spiel. Gut, vielleicht gab es mal in Japan eins, das mag sein, dass es nie zu uns geschafft hat. Aber ansonsten, so ein rein Dragon Ball Spiel, sowas vermisse ich noch. Eben da halt trotzdem mit Son Goku als Kind, aber auch mit ihm als Erwachsenen. Nun gut, in dem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.